Pelzer Lebensgefühl. Weißt du, was ich meine? So, ihr liebe Leute, ich begrüße euch zu unserem nächsten Beitrag. Natürlich auch die Pelzer Grisha unter euch. Die Grisha, ne, sagt ihr was, oder? Das sagt mir absolut gar nichts. Ja, also, was soll Da sind wir bedeuten? nämlich genau bei unserem Thema. Es geht nämlich um unser Palzquiz wieder, ne? Wo wir ja Pelzer Wörter ins Hochdeutsch übersetzen, dass sie, wo das Pelzische nicht so mächtig sind, das auch verstehen. Also Grisha ist ein Pelzer Kreischer, der immer, also der spricht quasi immer mit lautem Ton. Das ist ein Grischer, der kreischt immer. Ja, das wäre so das Erste. Also Hans Dampf in allen Gassen sozusagen. In etwa, so in etwa. So, aber jetzt, wie gesagt, kommen wir ja zu unserem Quiz. Und Ingo, von dir will ich wissen, heute, was ist eine Gumme? Eine Gumme. Kennt ihr vielleicht sogar? Das- Also es gibt es auch in manchen anderen Dialekten. Ne? Ich bin auch bereit, dir einen Tipp zu geben, gell? Boah, Gumme, das hat bestimmt nichts mit Gummi zu tun. Gumme. Ist das was zu essen? Das ist schon mal gut. Das wäre jetzt mein erster Tipp, den ich da hätte gegeben. Ja? Also Gumme kann man essen, in der Tat. Also ist es vielleicht Obst. Nicht so süß. Gemüse. Ja, in die Gemüserichtung geht's. Also eigentlich heißt es Gummer. Gummer. Also nicht Gumme, das R habe ich jetzt verschluckt, Entschuldigung. Gummer. Gemüse. Gemüse ist ja schon mal gut, da waren wir ja schon richtig. Na, was für Gemüse? Soll ich da nochmal einen Tipp geben? Also es ist Ja. nicht rot. Aha, also grünes Gemüse. Grünes Gemüse. Grünes Gemüse. Gummer. Wenn wir jetzt im Live-Chat, den ich jetzt sage, ihr dürft mitraten, aber ihr seht das ja schon, ihr seht das Video ja nach unserer Aufnahme. Sollen wir es auflösen? Ich glaube, Ja, wir gucken nicht drauf. ich komme da. Also ein Gummer ist eine Gurke. Die Pelzer Gummer. Ne? Kennen ja bestimmt. kommst Habt ihr du- bestimmt schon mal gehört. Da Das kommst ist du also mir mit krummen Gurken, ja? Krummi Gummer. Also Gummer, Gurke. Okay, ich habe mich jetzt jetzt hab mal ich wieder aber noch erwiesen als krumme Gurke hier, ne? Gut, weiter geht's. Jetzt habe ich noch was ganz Schönes. Was ganz. Also jetzt gehen wir von dem nicht so Käse, ein bisschen in Käse über und gehen zum Gutzelbrot. Also eigentlich heißt es Gustelbrot. Okay, da hast du dich schon ein bisschen verraten. Ne? Ich glaube, es hat was mit Süßigkeiten zu tun. Ne? Ja, eigentlich Gutzelbrot. Also Das ist so eine Art Milchbrot. Gutzelbrot. Eigentlich heißt es Gutzelbrot. Das ist eine Art Milchbrot. Also Brot, klar, ich meine, das sagt ja schon, das steckt ja schon quasi im Wort. Das ist schon mal richtig. Kein Süßbrot, Doch, also süß, was Süßes ist es ja. aber was ganz Spezielles. Das hat wirklich einen Namen im Hochdeutschen, ja? Ja, auf Okay. jeden Fall. Und es ist auch sehr bekannt. Nochmal das Wort. Gutzelbrot. Ja, es ist schon ein ziemlich altes Wort, also hat man früher als gesagt. Ne? Brot mit Rosinen drin. Also ich gebe da mal noch einen Tipp. Es ist der Belag auf dem Brot. Und es ist eigentlich wirklich total einfach. Ich glaube, er kommt wieder nicht drauf. Aber ist doch gar kein Problem. Dafür sind wir ja da, um zu lernen. Dann klär mich mal auf. Ein Gutzelbrot ist ein Marmeladenbrot. Wenn man es einmal gehört hat, ne? Wenn man es einmal gehört hat. Aber wahrscheinlich gucken doch einige von euch auch nicht drauf. Aber schreibt es gerne in die Kommentare, wenn ihr es gewusst hättet. Ja, schreibt uns gerne was dazu. Vielleicht habt ihr doch auch irgendwo schon Erfahrung gesammelt beim Gutzelbrot. Vielleicht hat euch das die Oma früher gesagt und die hat euch ein Gutzelbrot geschmiert. Man hat zugekommen seid, wie auch immer. Jetzt habe ich aber noch mal zwei besondere Sachen heute. Jetzt habe ich noch mal zwei wie sagt man, Redensarten rausgesucht. Ja, so ganze Sätze quasi, die ich mal Ingo so, noch mitteilen wollte, ob er das schon mal kennt, ob ihr das kennt. Du meinst, du willst es mir um die Ohren hauen? Um die Ohren hauen. Da gibt's man hat ja früher auch so Redensarten gehabt, ja, wie zum Beispiel
daheim haben alle Buwenklicker. Kannst du dir darunter was vorstellen? Was heißt das? Wenn jemand sagt, daheim haben alle Buwenklicker. Klicker sind ein Kennt das Glaskugeln, ne? bestimmt. Oh, das ist... Oh, Ewe geht er ab. Ewe legt er los. Jetzt weiß er Bescheid. Ja, Buwe. Ja, klar, Buben. Ja, vielleicht bedeutet es sowas wie... Er ist schon eine heiße Spur, glaube ich. Also Glaskuppler ist schon mal nicht schlecht. Glasmurmeln hat man ja früher gesagt. ja, genau. Das waren die Murmler, ja. Aber Früher, warum die haben- Kinder, früher haben die Kinder ganz viel mit der Murmel gespielt, haben wir jetzt auch für euch schon mal als Hintergrund wissen. Oder vielleicht kennen das, vielleicht wissen das ja noch von früher. Man hat früher immer auf der Straße mit den Murmeln gespielt. Ne? Das waren diese eine Glasperle. Meistens war dann noch so, ich hätte sogar eine noch, machen wir einen kurzen Cut, dann zeige ich noch mal eine als Beispiel. Ja? Gleich wieder da. Er kann nur so lange überlegen. Ne? So, da bin ich wieder auf die Stelle, habe ich die jetzt leider nicht gefunden. Aber das nächste Mal sage ich euch die vielleicht, heute so viel. Ach, die wissen schon, was da Aber ich glaube, die wissen, was ich meine. Die Murmler von früher erkennen die. Also, Ja, was soll der das? Helm in alle Buwenklicker. Ja, was soll der Spruch jetzt bedeuten? Ne? Das zu Hause sind alle Jungs dann auch nur kleine Jungs und nur draußen in der großen Welt sind sie alle so aufbrausend und zu Hause sind sie auch alle nur kleine Jungs mit Murmeln. Ich löse oft das, man wollte nicht länger quälen, den Kerl. Also es liegt daran, dass oft die Jungs dann, oft haben die Jungs halt gesagt, deswegen Buwe, ja, die Jungs dann bei dem Spiel, bei dem Murmelspiel früher haben die immer gesagt, kann ich mal deine Murmel lernen, daheim habe ich Murmel, nächstes Mal bringe ich sie mit und so. Aber ne, der Moment hat das nicht dabei gehabt und das Mädchen oder der Gegenspieler hat dann gesagt, ja, daheim haben alle Buwenklicker, also sprich, der hat es dem nicht geglaubt. Ja, dass der daheim die Murmel hat, die er das nächste Mal mitbringt. Also, daheim haben alle Buwenklicker, das heißt, ne, klar, konnte ich sagen, ich habe Murmel daheim, ja, das kann ja keiner noch abprüfen. Also sozusagen ein, so ähnlich wie, ja, mir fällt es gerade nicht ein. Mensch. Sozusagen, da konntest du mir was erzählen. Genau, da kannst du mir was erzählen. Ja, richtig, das war schon Ach, fast sicher. perfektes Feld. Langsam lerne ich ja, ne? Langsam ist er dabei. Also klar, du kannst mir was erzählen, ja klar. Wenn ich jetzt nicht den Beweis hier auf der Hand habe, ne, dann glauben wir es dann nicht. So, wieder nicht bestanden. Ja, aber das kriegen wir hier. Ich würde sagen, es reicht für heute. Da ist genug geknechtet. Das andere nehmen wir ins nächste Video. Ja, da gibt es noch genug, wo du mich quälen kannst. Ich freue mich immer. Ich glaube auch. Ja? Ich glaube auch. Ich hoffe, es hat euch gefallen wieder. Schalten nächstes Mal auf jeden Fall wieder mit ein. Lassen die Kommentare da. Ja. Sagen, ob es euch gefällt. Gebt uns neue Ideen, falls Genau. euch da irgendwas einfällt. Noch, Schreibt ne? mal rein, womit er mich noch quälen kann. Vielleicht fallen euch ja alle irgendwelche Begriffe ein, irgendwelche Redensarten, Pelzer Wörter, die nicht so geläufig sind. Dann los, posten und gefällt mir. Anklicken. Also macht's gut. Macht's gut. Wie begrüßen man Das eigentlich Ding die ist doch, Leute? das Ding ist doch Das schief, ist oder? total schief, oder? Willst du mal gucken? Ja.